Ja, aber Wilder. Hast du jetzt endlich geschaut? Wilder? Das ist die neue Serie da im Schweizer Fernsehen, oder? Ja, genau. Es ist jetzt die zweite Staffel, hat die am 7. Januar angefangen. Ja. Und die erste Staffel ist, das war nicht letztes Jahr, das ist vor 2 oder 3 Jahren, ist die ausgestrahlt worden. Und die kannst du jetzt aber momentan noch nachschauen auf der SRF-Webseite. Ja, ich habe ein bisschen angefangen, mal eine Zeit lang, aber auch noch nicht fertig die erste Staffel geschaut. Okay. Ja, eigentlich so, ja, es sind ja 6 Episoden, etwa immer an einer Stunde. Und solltest eigentlich recht schnell durchkommen bei der ersten Staffel dann. Und ich habe es noch geil gefunden, ist vor allem eben Schweizer Produktion. Also ich schaue, es ist nicht viel Schweizer Fernsehen. Das ist mir empfohlen worden von eigentlich Gleichgesinnten, die eigentlich auch nicht so viel im Schweizer Fernsehen rumzappen. Und die haben wirklich gesagt, das sollen wir wirklich mal geben. Also dann geschaut dann. Und bin wirklich sehr begeistert davon. Ich habe es von dir auch schon gehört. Mal. Und dann habe ich tatsächlich mal angefangen. Und ich habe immer gemeint, ich habe das so von dir ein bisschen rausgehört, aber anscheinend habe ich mir das einfach komplett eingebildet, dass es irgendetwas noch ein bisschen Mystery-mässiges drin hat. Ja, es ist ein Krimi. Es ist schon ein Krimi, es hat schon ein Mystery-Element. Oder hast du mit Mystery-Element so Stranger Things-mässig gemeint? Ja, nicht Stranger Things, aber so ein bisschen etwas Übernatürliches. Also, aha. Ich weiss einfach, in der ersten Folge, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, nur die ersten paar Minuten von der ersten Folge, dort siehst du ja den Schulbus mit diesen Kindern. Das wird immer wieder thematisiert, die Kinder, die mal umkommen in diesem Bergkampf. Oder? Das ist so ein bisschen das Damoklesschwert, das anscheinend so über dem Dorf schwebt. Oberweis, genau. Wo irgendwo im Berner... Das ist ein fiktives Dörfli, das so ein Berner Oberlanddörfli darstellen ist, aber glaube in Glarus oder in Uri getragen worden. Etwas so, okay. Genau. Und das ist ja die Rosa Wilder, ist die Kommissarin. Genau, das ist, genau. Und die gefinkt ganz am Anfang von der ersten Folge, jetzt eben nicht zum zu viel sagen, gefinkt in so einen Knochen, also eigentlich eine Schuhe mit einem Knochen drin. Jawohl. Und den Knochen bringt sie in die Analyseabteilung der Polizei und dann ist irgendwie der Knochen, sagt 30-jährig, was eben mit dem Busunglück von diesen Schulkindern, die vor 30 Jahren verunglückt sind, irgendwie zusammenhängen. Und dann habe ich gedacht, das ist irgendetwas Mystery-mässiges, oder? Es hat jetzt so, vielleicht kommt irgendetwas à la Dark mit Zeitreise oder so. Und dann ist es einfach nie mehr aufgegriffen worden. Es ist nachher eben, es ist ein normaler Krimi. Du musst eben fertig schauen. Okay, das kann sein. Also eben, ich bin jetzt 4. Folge, glaube ich, in der Mitte, bin ich stehen geblieben. Und ich habe einfach immer gedacht, jetzt kommt es jetzt auch wirklich nicht mehr retour mit dem Bein. Nicht das Bein per se, aber das Ganze. Aber es kommt kein Mystery-Twist mehr für. Nein. Okay, es bleibt Krimi. Es gibt geile Twists, die hat es schon. Solche, die du vor allem nicht erwartest. Und also der Kreis schließt sich. Okay. Es wird keine offenen Fragen mehr geben. Das ist mal schön. Nicht à la J.J. Abrams. Nach Abschluss. Nein. Gut. Und was ich halt auch sehr, sehr geil finde, gerade weil es eine Schweizer Produktion ist, irgendwie ist eine Qualität, die ich mir nicht gewohnt bin. Aber vielleicht bin ich auch nicht der Richtige, um die Aussage zu machen, weil ich schon nicht so viele Schweizer Produktionen kenne. Aber wie hast du das empfunden, so die paar Episoden, die du jetzt geschaut hast von der ersten Staffel? Also ich finde, was mir extrem positiv aufgefallen ist, das ist die musikalische Untermalung. Das ist top-notch eigentlich und das ist man sich auch nicht so gewöhnt eigentlich von Schweizer Produktionen. Ja. Und man muss jetzt sagen, das Bildmaterial, Kameraführung und so weiter, die haben ein paar gute Aufnahmen drin. Wenn ich es jetzt zum Beispiel mit einem Dark vergleiche, was die deutsche Netflix-Produktion ist, wo halt wirklich viel Budget dahinter ist, also es wird auch nur schon Equipment liegen, oder was die anderes Zeug haben. Ja. Dass man dort einfach Aufnahmen sieht, die auch im Schweizer Fernsehen lange nicht wirst sehen. Aber da werden wir wahrscheinlich auch irgendwann dazu herkommen. Aber gerade eben die Komposition von Bild und Musik darunter, das hat mir sehr positiv imponiert. Sonst Dialoge, muss ich sagen, sind immer noch teilweise ein bisschen künstlich, aber nicht so schlimm wie jetzt gerade zum Beispiel die typischen Tatort. Ja. Die Schweizer Tatort-Folgen. Gut, was Dialog angeht, bin ich so halb mit dir einverstanden, weil ich gleich noch finde, dass wie neues Wissen vermittelt wird dem Zuschauer. Ich finde, es gibt sehr plumpe Arten, wo jemand in einem Dialog etwas rausschwätzt, obwohl der Dialog nicht dazu geführt hat, dass die Information eigentlich hätte aufgedeckt werden und was sehr plump ist. Und ich finde, das ist bei Wilder nicht so gemacht. Nein, das ist schon... Bei Wilder die Dialoge, die haben
es gibt einen Grund, warum das der erste Satz nach dem nächsten Satz folgt und es ist nichts wie einfach so Plot-Convenience-mäßig einfach reingedrückt. Ja, das Darum stimmt. finde ich die Dialoge eigentlich noch gut. Man muss vielleicht auch ein bisschen unterscheiden. Da hast du recht, Dialoge sind nicht schlecht geschrieben in dem Sinn, dass man denkt, wieso reden sie jetzt über das? Das ist jetzt völlig nicht eine natürliche Entwicklung vom Dialog. Oder? Das stimmt, sie entwickeln sich natürlich, das ist sehr gut gemacht. Was ich ein bisschen vorhalte, ist, dass das immer wieder auf das Bühnendeutsch, es ist so ein kleines Theaterdeutsch, oder? Da merkst du einfach halt, dass die meisten auf dem Theater kommen, dass auch Dialogschreiber auch für ihn fürs Theater geschrieben haben. Okay, ja. Und das ist einfach nicht so ein natürlicher Sprachduktus quasi, würde ich jetzt eher sagen. Verstanden, ja. Das merkt man manchmal. Oder? Also wenn zum Beispiel der Kochlehrling da, wenn der sagt, anstatt «Seid ihr jetzt alle verrückt?», sagt er nachher eben «Schleift's». Oder das ist gut, oder? Das ist die Richtung, wo ich denke, da muss man her, oder? Das wirklich sich natürlich anfühlt. So reden halt einfach die Leute. Aber eben, es gibt viel das Bühnendeutsch, oder? Wo wo er gleich noch durchdrückt. Ja. Was ist euch jetzt eingefallen? Weißt du, so, also, auch wenn man es jetzt auf Berndeutsch sagt, das ist einfach befremdlich, wie gewisse Sachen ausformuliert sind. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Was ich das erste Mal hatte, nach der ersten Episode, ist es ein bisschen komisch gewesen, weil ich es einfach nicht gewohnt war, weil ich halt wirklich nicht viel Schweizer Fernsehen schaue, dass etwas, das die Qualität bringt, irgendwie auf Schweizerdeutsch verfügbar ist. Oder dass es etwas Schweizerdeutsches gibt, das so eine gute Qualität hat. Das hat mich am Anfang ein bisschen draus da, weil für mich ist es meistens irgendwie amerikanische Produktion. Und das ist am Anfang ist es ein bisschen komisch gewesen, irgendwie so die Leute da wie Berndeutsch und Schweizerdeutsch gehört zu reden, aber eben schlussendlich ein gutes Zeichen, weil man das einfach gepackt hat. Ich glaube, wir assoziieren es tief in uns drinnen immer noch halt mit etwas billigem ein bisschen in uns drinnen, weil wir einfach, wenn wir Schweizerdeutsch hören, also sogar in den Nachrichten reden sie Hochdeutsch, oder? Ja. Und wenn wir Schweizerdeutsch hören, dann ist es irgendwie Lokalfernsehen vom Hinterland XY, oder? Ja. Und darum, glaube ich, assoziiert man das immer, sobald man Schweizerdeutsch hört, ist es halt eben nicht Brad Pitt Hollywood, sondern es ist eben Schulprojekt. Genau. Stimmt, ja. Und das ist auch, noch, das ist auch ohne Spoiler, als Kritik bei der zweiten Staffel angebracht worden. Das spielt in Tallingen. Auch eine fiktive Gemeinde, ein fiktives Dörfli, das im Berner Jura soll spielen, wo ja eigentlich vorwiegend Französisch geredet wird. Sagt man, genau. Ich bin nie dort. Das ist nur ein Gerücht, das stimmt nicht. Nein, und Kritik dort war ja, dass wie die Serie einen schlechten oder einen falschen Einblick gibt, in wie das im Berner Jura kommuniziert wird, nämlich weil sie jetzt vor allem Schweizerdeutsch dort am Reden sind, jetzt in der zweiten Staffel. Aber ich finde wie gleichwohl, natürlich eben das Berner Jura, das kennt man nicht so, oder ich kenne es nicht so, du auch nicht. Nein. Aber gleichwohl finde ich es wie geil, dass man ja wie dort wie ein bisschen durchsticht, durch einen Röstigraben und sich ein bisschen auch dort herbewegt, weil es gehört zur Schweiz. Und ich finde wie, es wäre viel schade wahrscheinlich gewesen, wenn man es einfach immer noch im Berner Oberland behalten hätte. Und wie das eröffnet wie auch ein bisschen neue Welten für das wilde Universum. Was haltest du von dem? Aber ich denke, wenn man mit Schweizer Produktionen will, ein bisschen weiter rausgehen, denke ich, ist es nicht verkehrt, so, wenn man sagt, man lässt eine Serie in Italien spielen, dann können die von mir aus sehr Berndeutsch reden. Also, aber eine Abstraktion am Publikum zu lieb. Ja. Oder? Ja. Weil, also du hast einerseits die historisch wahrheitsgetreue Darstellung, oder, wo du kannst minutiös verfolgen, aber du kannst auch sagen, eben, wir haben so viele Produktionen, also gerade englischsprachige Produktionen, wo einfach in jedem Land auf der ganzen Welt wird einfach Englisch geredet. Genau, also wie gäbig. Genau. Ja, und jetzt eben, wirst du weiter schauen? Ist es etwas, wo du auch abbrechen willst? Oder zieht es dich, um die erste Staffel und vielleicht sogar noch die zweite zu schauen? Ich werde sicher weiter schauen. Also ich will sicher die erste Staffel fertig sehen, wenn du sagst, der Kreis schließt sich. Ja. Dann wollte ich das schon sehen, wie sie das bewerkstelligen. Ich muss sagen, es ist jetzt nicht etwas, wo ich mega binge, weil es mich mega hookt. Oder? Also es ist nicht, okay, das war mir gerade anders dann. Okay. Ja. Also für mich ist jetzt nicht, die Folge ist fertig und ich denke, fuck, wie geht es jetzt weiter? Wie kommt sie aus dieser Situation raus? Oder? So wie bei Breaking Bad, wo ja wirklich eine Folge spannender ist als die nächste. Ja. Das ist es nicht, aber es ist wirklich, es ist angenehm zum Schauen. Ja. Und ich bin jemand, der
eher ein bisschen kritisch die Sachen schaut und wo sich eher mal ein bisschen aufregt, wenn etwas nicht so ist, wenn mir etwas nicht passt, oder? Und es hat bis jetzt wirklich fast keinen Moment gegeben, wo ich wirklich irgendwie mich aufgeregt habe und gesagt habe, das schaue ich nicht weiter, ein Scheissdreck oder so. Also, das muss ich sagen, also sie haben wenig, wo aneckt. Das ist eigentlich doch recht rund geschliffen. Also sie haben sich schon viel überlegt. Ja, das merke ich mir irgendwie auch. Das Einzige, was ich jetzt noch wieder anprangern wäre, die eine Beziehung, die vorkommt. Ich sage jetzt nicht zwischen wem, niemandem etwas vorwegnehmen, aber du weißt auch, welche intensive Beziehung das gemeint ist. Aber ich finde, es sind schon die Richtigen gewählt worden. Oder anders gesagt, ich hätte keinem Schauspieler nicht abgekauft, dass er wirklich die Rolle mit vollem Herzen spielt. Oder nie ist es unauthentisch, denkt es mir. Ich finde da ein bisschen der Künstlertyp. Ja. Der ist mir ein bisschen too much. Also den sehe ich eigentlich wirklich, wenn ich den anschaue, dann sehe ich den irgendwo in Zürich in einem Kaffee hocken. Okay. Den sehe ich jetzt nicht wirklich als Bergler-Künstler effektiv. Ja. Der Rest ist wirklich sehr, sehr gut gewählt. Und ich muss auch vor allem auch sagen, wie heisst jetzt der Vater von ihr? Der Vater von Rosa Wilder. Keine Ahnung, wie er heisst. Warte, ich schaue das schnell nach. Das ist nämlich... Der Paul Wilder. Genau. Der Andreas Matti spielt den. Und der hat nämlich den Böse gespielt bei Fast eine Familie. Ja. Fast eine Familie gesehen? Nicht? Nein. Was? Das ist die Sitcom eigentlich, Schweizer Sitcom von früher. Vor Lithium Blanc. Lithium Blanc ist der Begriff. Ja, aber auch nicht gesehen. Ja, das habe ich auch noch so ein bisschen reingeschaut. Aber Fast eine Familie ist so die Schweizer Serie, die meine Kindheit begleitet hat. Ja. Und der Bösewicht quasi, also Bösewicht, einfach der immer so ein bisschen den bösen Charakter hatte, das war eben der Andreas Matti, der nachher jetzt eben der Vater von der Rosa spielt. Wenn du den siehst, als geschleckter, böse Typ von früher, und jetzt spielt er so einen richtigen Bauer. Okay, ja. Und dem nimmst du die Rolle wirklich auch mega gut ab. Irgendwie super castet. Mit dem verzausten Bart, den er hat. Ja, genau. Und also bei ihm finde ich die Transformation, also ich habe leider auch nicht viel dazwischen gesehen bei ihm. Also es ist wirklich von Kindheit, in Erinnerung haben und jetzt. Und die Transformation finde ich ganz krass. Ja? Ja, also ich finde sie, Darstellerin von Rosa, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Die hat sogar den Film hat jetzt gestartet, Platzspitzbaby. Stimmt, ja. Wo sie mitspielt. Und dort habe ich, vom Trailer her sieht er auch sehr interessant aus. Ja, der hat mich eigentlich auch noch da wollte ich sicher auch schauen. Sarah Spale. Sarah Spale hat der Vollständigkeit halber. Sie macht das sehr gut. Lieblingscharakter bis jetzt? Ich habe ihn immer wirklich gern, muss ich sagen. Nicht? Nein. Okay. Gut, vielleicht der Vater, ihr Vater, ja. Aber sonst... Ich finde den Kegi so geil. Der redet gut, guter aber der hat manchmal hat er Zürcher Dialekt und dann wieder mega den Berner Dialekt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Kann sein. Musst du mal achten, er switcht manchmal. Also ich weiss nicht, was er Native Speaking ist. Ja, ich gar nicht. Aber ist er nicht bei der Goalie bin ich? Das habe ich nie gesehen. Er spielt eben, glaube ich, auch er. Yes. Ja. Sonst, eben, du bist jetzt in der zweiten Staffel drin, die aktuell läuft. Genau, das ist die zweite Episode ist am Dienstag gelaufen, am nächsten Dienstag kommt die dritte. Immer am Abend am 8. oder? Am 5 ab 8. Sorry. Im Schweizer Fernsehen. Excuse me. Das ist wichtig, ist sehr wichtig. Nach dem Meteo und nach der Werbung. Das wäre es zu Wilder gewesen. Oder Wilder. Oder wie sagt man es korrekt? Wilder? Ich glaube, ich sage ihr schon die... Würdest du auf Berndeutsch... Würdest du nicht Wilder sagen? Würdest du schon Wilder sagen? Mensch. Ja. Also sie nimmt das Telefon, nimmt sie ab mit Wilder. Aber ich habe ein paar gehört in der Serie, die sagen Wilder. Wilder? Nein, ich finde... Vielleicht heute selber, weil ich die Episode gesehen habe, würde ich sagen Wilder. Okay. Gut, das wäre es zu Wilder. Gönnt nach Wilder. Sagt uns, wie ihr es findet. Liket und subscribet und haut noch auf das hure Glöckli. Welches Glöckli? Das habe ich noch nie gesehen. Alle reden immer von dem Glöckli. Das wollte ich mal sehen. Etwas sollst du mir zeigen. Das ist das Glöckli, das so... Kannst drücken und dann tut es immer, wenn es ein Neues gibt, bekommst du einen Push. Ja, wo ist das? Unter dem Video, über dem Video? Das ist neben dem Abonnieren-Ding. Müssen wir mal schauen. Unten dran? Nein, neben dem. Ja, aber Abonnieren ist unten dran. Ja, okay, das ist und der Abonnierknopf ist unten dran und links oder rechts davon jetzt noch das Glöckchen. Okay, das wollte ich sehen, ob das jemand schafft zu drücken. Ja. Also, in dem Fall. Bis zum nächsten Mal. Merci fürs Zuhören. Tschüss zusammen. Ciao.